Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Lote, diesmal zum 32. Bundesligaspiel zu Hause gegen den ersten FC Heidenheim 3:3 bei 90+11. Und bevor ich da ein paar Worte zu sage, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Gut, gleich vorneweg, ich werde mir heute eine Benotung der Spieler schenken. Das würde heute keinen Sinn machen und arg den einen oder anderen schon hart treffen. Aufstellung, sage ich euch ganz ehrlich, habe ich nicht verstanden. So gar nicht. Ja, also, I don't know. Ich denke, man hat gesehen, dass die Spieler, die auf dem Feld standen, wo du weißt, die stehen am Mittwoch in der Startelf, ja, weiß ich nicht, die sind vielleicht auf 60% gelaufen, ja, von dem, was machbar ist. Ey, kein Vorwurf an diese Spieler. Ja, völlig menschlich, völlig normal. Für uns ist es das unwichtigste Spiel des Jahres, habe ich schon im Taktikfuchs gesagt. Für Heidenheim wahrscheinlich das wichtigste Spiel des Jahres. Und dementsprechend hat man es auch gesehen. Ja. Erste Halbzeit, ich weiß nicht, hatten wir überhaupt eine Torchance außer den Freistoß? Ich glaube nicht wirklich, oder? Ja, wir waren völlig uninspiriert, völlig ohne Einsatz teilweise gefühlt. Ich werde natürlich gleich zu jedem Spieler was sagen, aber ich werde keine Benotung abgeben, ja, um das nur noch mal klarzustellen. Viele Spieler haben maßlos enttäuscht. Nochmal, ich kann es nachvollziehen, ja. Es gibt nur einen einzigen Spieler, der seine Chance genutzt hat, dass er für Paris vielleicht doch eine Option wird, und das ist Leon Goretzka. So, das muss man mal so klar sagen. War der Einzige, der da versucht hat, gemacht hat, sich reingeworfen hat, den Freistoß überragend verwandelt hat. Beim zweiten Tor richtig stand, den auch machen wollte, den gemacht hat. Und ansonsten hat sich, ja, Minjay vielleicht noch. Ja, Minjay mit Sicherheit auch eine Option, war heute gewohnt gut. Dafür war Jonathan Tah. Jonathan Tah ist eigentlich das beste Beispiel. Ähm, ja, der ist auf 60% gelaufen. Ich glaube, das war das schlechteste Spiel, was ich jemals von Tah im Bayern-Trikot gesehen habe. Ja. Dazu Conny Leimer und Stanisic, die du über weite Strecken des Spiels gar nicht wahrgenommen hast. Jetzt, ob die gar nicht existent wären, ob sie gar nicht auf dem Platz waren. Von Jamal Musiala fange ich erst gar nicht an. Ja, und was willst du dann erwarten? Ansonsten war es auch nur Standfußball bei uns in der letzten Reihe. Da war keinerlei Bewegung. Die ärmste Sau war der den Ball hatte. Ja, muss man auch ganz klar sagen. Und der Heidenheim hat das gemacht, was Heidenheim machen kann. Ja. Gut verteidigt, schnell umgeschalten. Die Tore, natürlich das 3:2 war überragende Einzelaktion. Hut ab dafür. Ja. Einen hat Obig gut gehalten. Und ja, wir waren ideenlos. Und man hat auch gesehen dann, nach den Einwechslungen war es dann auch nicht das Feuerwerk. Wenn ihr euch 'n Ulisse anschaut, ja, hat dann noch das Tor gemacht, mit ein bisschen Glück, so keine Frage. Aber wie selten er das 1:1 genommen hat. Ähm, Harry Kane hast du gar nicht wahrgenommen, außer von 2, 3 Pässen auf Außen, wenn er in der Zentrale tief war. Ansonsten war Harry Kane auch nicht existent. Luis Diaz war der Einzige, der von den Einwechselspielern da wirklich sich reingeballert hat und Vollgas gegeben hat. Ja, Kimmich war auch noch okay, hat ein bisschen Stabilität da reingebracht. Natürlich keine defensive Stabilität, haben wir gesehen, oder? Über den 60-Meter-Sprint, wie er einfach nicht hinterherkam. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich will das alles nicht zu hoch hängen in diesem Spiel, deswegen auch keine Benotung. Das Spiel ist für uns, wenn wir ehrlich sind, einfach nur, keine Ahnung, eine Trainingseinheit gewesen. So, Punkt, ja. Ist natürlich ein bisschen despektierlich Heidenheim gegenüber, soll es gar nicht sein, nicht falsch verstehen. Wäre es ein normales Spiel gewesen im normalen Wettbewerb, wo noch nichts entschieden ist, und wäre nicht das Spiel gegen Paris, dann hätten wir die Heidenheimer heute auch zerlegt. Bin ich mir 100% sicher, so konnte Heidenheim die Gunst der Stunde nutzen, nicht ganz nutzen. Ja, mit den 3:2 haben sie natürlich einen guten Punch gesetzt. Ja, danach ging nicht ganz so viel mehr bei uns. Das
Das 3:3 war vielleicht das Karma, indem man da 'n Spieler auf dem Feld schickt, wo man gesehen hat: „Alter, das ist mit Sicherheit gesundheitsgefährdend, den wieder aufs Feld zu schicken“, ja? Ähm, von daher, ja, hat das Karma da vielleicht zugeschlagen. Hätte man sich vielleicht einfach schenken sollen, dann hätte man vielleicht das 3:3 nach Hause gejuckelt, hätte nicht so 'n krummes Tor da noch kurz vor Ende gekriegt. Habe ich nicht verstanden, sorry. Erst mal wurde der 5 Minuten aufm Feld behandelt. Dann hast du gesehen, dass er nicht richtig bei sich ist, dass er kaum stehen konnte teilweise und man schickt ihn wieder aufs Feld und feuert ihn an, er soll da aufm Feld bleiben und ey, das ist grob, gesundheitsgefährdend. Ey, alles gut, ich weiß, es geht gegen Abstieg, ja, am Ende des Tages ist das aber auch nur Sport, ja, und die Gesundheit hat an erster Stelle zu stehen, ne? Und das hat man leider versäumt in Heidenheim. Ansonsten der Schiedsrichter war nicht gut, meiner Meinung nach. Ähm, viel zu viel laufen lassen, viel zu viel, was heißt laufen? Laufen lassen ist okay, aber dann zeige 'ne Karte danach, ja? Und wenn du schon Freistoß gibst, dann musst du auch mal 'ne gelbe Karte ziehen, ja? Nein, dann zieht er gelbe Karten dafür, dass 'n Nicolas Jackson umgeschubst wird und der kriegt dann auch noch die gelbe Karte. What the fuck, weil er sich darüber aufgeregt hat. Ähm, ne, Schiri war nicht gut, hat mir nicht gut gefallen. Ansonsten Heidenheim hat gekämpft, ja. Wie gesagt, war erste Halbzeit die klar bessere Mannschaft, brauchen wir über gar nichts diskutieren, ja. Ich glaube, ich habe nicht eine Torchance gesehen außer dem Freistoß, der uns natürlich zurückgebracht hat. Es war klar, dass das nicht so laufen wird wie gegen Mainz. Das war klar, weil Heidenheim einfach viel, viel stabiler ist, was die Defensive angeht. Und, ja, wir auch nicht den Kitzel hatten, zu sagen: „Ja komm, wir müssen jetzt 110% rauspumpen, weil keine Ahnung, wegen was“, ja. Es war gut, dass wir das 3:3 noch mal gemacht haben. Ich denke, das ist noch mal 'n kleiner, dass man das Selbstvertrauen hat und den Glauben nicht aufgibt, auch wenn's eng werden wird gegen Paris so, dass du jederzeit noch 'n Tor machen kannst, ja. Ich glaube, das war noch mal ganz gut. Ansonsten wären wir mit 'ner Niederlage in das Spiel gegangen. Das wäre, ja, keine Ahnung. Am Ende des Tages glaube ich, das Ergebnis hätte keine Rolle gespielt, so, ja. Wie gesagt, so war's noch mal 'ne schöne Bestätigung, dass man nie aufgeben darf, wenn man in der 90. +11 noch 'n Tor macht. Ich glaube, das ist das Positive, was wir aus dem Spiel mitnehmen können. Der eine Punkt, ja, wird man am Ende des Tages sehen, oder ob der Heidenheim am Ende, die Relegation bringt oder nicht. Hat denen jetzt wahrscheinlich erst mal, wenn man sich die Tabelle anguckt, nicht so viel weitergeholfen. Am Ende des Tages, muss man halt abwarten, wie morgen die Ergebnisse sind. Ist aber auch nicht unser Problem, so, ja. Und damit ist auch gut. Gut, wir werfen mal 'n Blick in die Statistiken. Ballbesitz 75:25, Abseits 2:2, Fouls 6:7, Zweikampfquote 47:9 zu 52:1, Schüsse aufs Tor 7:5, Schüsse insgesamt 23:12, Ecken 13:5, angekommene Pässe 605 zu 154, Flanken 17:7, Schüsse insgesamt Goretzka 6, Jackson 4, Olisse 4. Torschussvorlagen, Olisse 1, gewonnene Zweikämpfe, Minjay 5, Olisse 5, Musiala 4, Ballkontakte 112 Kim, 96 Tah, 91 Ito. Ja, geschenkt, gefoult worden, schenken wir uns natürlich. Ja, gut, wir gehen's trotzdem einmal ganz kurz durch. Vinny, habe ich schon gesagt, für mich, weiß ich nicht, kann die Aufstellung nicht nachvollziehen. Ja, wahrscheinlich wollte man sich keine Blöße geben, so dass diese Diskussion aufkommt, Wettbewerbsverzerrung, bla Sülz und dass man jedes Spiel ernst nimmt und so weiter. Ähm Ja, ist okay. Ich hätte es anders gehandhabt. Zum Glück hat sich keiner verletzt, hoffentlich. Nicht, dass im Nachgang noch irgendwas kommt da mit Luis Diaz, die Aktion da kurz vor Ende, die sah schon sehr wild aus. Hoffen wir das Beste. Ja. Jonas Urbich, denke ich, hat, seine Sache ordentlich gemacht. Einmal, ja, hat er gezögert, ist das Tor raus entstanden? Die Frage ist, ja, keine Ahnung, wäre er rausgegangen, hätte ihn getroffen, wäre es mit Sicherheit 'n Elfmeter gewesen. Boah, schwierig. Im Nachhinein ist man da schlauer, gar keine Frage. Dass er den natürlich dann auch da so in die Ecke setzt, obwohl der Ubich ja in der Ecke war und schnell unten war. Boah, keine Ahnung. Können wir ihn auf jeden Fall mit anrechnen, das Tor. Eine gute, sehr, sehr gute Aktion hat er gehabt in der Zentrale, wo er dann das dritte verhindert hat. Ja, und die anderen beiden Tore konnte er nichts machen, ne, muss man ganz klar sagen.
Aber ansonsten muss man auch sagen, das Aufbauspiel oder lange Bälle waren heute keinerlei Faktor. Ja, so, lag einfach auch daran, dass unsere Mannschaft gar keine Lust hatte und gar keinen Zug hatte, überhaupt mal schnell umzuschalten. Ja, das war ja alles heute sehr behäbig. Gut, Ito, ja, Ito war okay, war ordentlich, war so wie die letzten Wochen. Viel Licht, viel Schatten, nichts Außergewöhnliches. Ja. Von ihm, bin ich ehrlich, hätte ich ein bisschen mehr erwartet, wenn man ein Spieler ist, der ganz klar in der zweiten Reihe steht. Gut, Jonathan Tah habe ich schon gesagt. Das schlechteste Spiel im Bayern-Trikot von ihm heute. Ich hoffe, ja, dass er sich jetzt zu Paris dann wieder fängt. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, vielleicht war man mit dem Kopf schon weiter, etc. Wir können das Spiel, was wir heute oder die Leistung, die wir heute gesehen haben, können wir eigentlich erst nach dem Paris-Spiel bewerten. Ne? Wenn wir ehrlich sind. So. Ja, wie ich gesagt habe, schlechtestes Spiel von Jonathan Tah. Min-Jae gewohnt stark wie die letzten Wochen, war heute sogar noch der Spieler, der das Spiel aufgebaut hat. Nicht Jonathan Tah, war Min-Jae. Min-Jae war heute auch 2, 3 Mal der Rechtsaußen. Sehr wild, hat es ordentlich gemacht. Ich habe nichts Schlechtes gesehen von Min-Jae, von daher alles gut. Ja, kommen wir zu Stunny. Keine Ahnung, ich habe ihn über mindestens 3/4 seiner Einsatzzeit nicht wahrgenommen. Das sagt alles über Stunny aus. Dasselbe gilt für Conny Leimer, den man dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen wahrgenommen hat, auch weil er sich aufgeregt hat. Man hat schon gesehen, dass der Ehrgeiz da ist, aber auch da waren heute maximal 80% auf dem Kessel. Ja, und so sah es auch aus. Jai, ja, haben wir eine Halbzeit gesehen. Ich denke, man sieht, dass der Junge, ich habe leider kein Bild von ihm, dass der Junge noch einiges zu lernen hat, körperlich wie taktisch. Hat sich aber immer reingehauen, viel versucht, aber ich denke, man hat gesehen, dass das aktuell auf dieser Position für die Bundesliga nicht reicht. So ehrlich muss man sein. Pavlo, ja, Pavlo auch dasselbe wie Stunny und Conny. Hat aber auch sehr wilde Positionen heute gespielt mit Rechtsaußen und so weiter. Ja, wie gesagt, auch Pavlo nehme ich raus, könnte ich nach dem Paris-Spiel bewerten. Ja. Hat heute zumindest dann 2, 3 Mal ein bisschen auch das Zutrauen gehabt und nicht nur den Querpass Toni gemacht, aber ein Josh war ja auch nicht auf dem Feld mit ihm, von daher mal abwarten. Gut, dann kommen wir zum einzigen Lichtblick, der heute da war, der in der zweiten Reihe auf dem Platz war, das war Leon Goretzka. So, und das war der Einzige, der heute ein bisschen Druck gemacht hat, ja, wo man vielleicht darüber nachdenken könnte, oh, den könnte ich vielleicht auch in die Startelf stellen gegen Paris. Ja, so, er hat auf jeden Fall Argumente dafür gesammelt heute. Ich gehe davon aus, dass ein Kimmich und ein Pavlo starten werden, aber ja, wer weiß, vielleicht hat Leon ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Liebe sie. Ja, sehr enttäuscht bin ich von Nicolas Jackson. Alto Belly, das hat man heute wieder gesehen. Ich weiß nicht, wo der Mann auch nur ansatzweise 30, 40, 50 Millionen Marktwert haben soll oder das wert sein soll. Das war heute auch nicht Bundesliga-tauglich. Sorry, ja. Klar, hat einen schweren Stand gehabt. Der Schiri hat wenig gepfiffen, war oft da in irgendwelche Zweikampfscharmützel drinne, gar keine Frage. Aber ich habe nichts gesehen von ihm heute, wo ich sagen würde, Alter, ey, Junge, auf die Leistung hätte ich noch niemals gesagt, den kannst du für 20 Millionen verpflichten, ganz geschweige denn von seinem Jahresgehalt. Also, ey, I don't know. Ich glaube aber auch, dass das ihm nicht zugutekommt, wenn ein Gegner so tief drin steht, muss man fairerweise auch sagen. Aber auch da muss eine Menge mehr kommen, wenn man sich auch nur ansatzweise für irgendwas empfehlen will. Ja, dasselbe gilt für Musiala, auch maßlos enttäuschend. Nahtlos angeknüpft an die schlechte Leistung gegen Paris. I don't know, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Geschichte ist, 'n Musiala in die Startelf gegen Paris zu stellen. Ja, ich meine, Danny ist vielleicht fit für Paris, ne? Tom Bischof ist vielleicht fit für Paris. Na klar, kommen die dann aus einer Verletzung, ist auch immer so eine Sache, aber
Ey, bei allem Respekt für Heidenheim, das war heute nur Heidenheim. Ja. Und du hast von Musiala nichts gesehen. Gar nicht. Aber wie gesagt, das kann natürlich alles irgendwo daran liegen, dass man Paris im Hinterkopf hat, ne? Deswegen wollte ich das heute gar nicht so hochhängen oder irgendwie bewerten. Harry Kane haben wir auch super wenig gesehen, außer dass er 2, dreimal die Bälle verteilt hat und die Außen eingesetzt hat. Ansonsten war von Harry heute auch nichts zu sehen. Gut, habe ich vorhin schon gesagt, Michael heute auch sehr behäbig, sehr gehemmt, oft das 1:1 verweigert, anstatt es zu nehmen. Wie gesagt, kann man nachvollziehen. Hat ja dann zum Ende hin noch den Ausgleich gemacht. Hatte vorher auch einen guten Schuss gehabt, der ziemlich eng war, aber ja, auch da hat man gesehen, dass die letzten Prozente fehlen. Kimmich, ja, Kimmich hat man gesehen, hat einen guten Schuss gehabt ans Lattenkreuz. War auf jeden Fall präsent in der Zentrale, präsenter, wie es 'n Pawlovic war in der ersten Halbzeit. Hat versucht, da ein bisschen Ordnung reinzubringen, hat auch ein bisschen was reingebracht. Die gewohnten Schwächen defensiv, aber also Josh war vielleicht der einzige heute von den Einwechselspielern mit Diaz zusammen, wo ich nicht das Gefühl gehabt habe, dass er super gehemmt gewesen wäre, sondern, das war einfach das, was Josh leisten kann. Ja, damit kommen wir auch zu Luis Diaz. Ja, Luis Diaz hat wie immer Versuch gemacht, getan, hat natürlich einen schweren Stand gehabt, wenig Unterstützung über seine Seite. Heidenheim hat sehr, sehr gut verteidigt. Wir waren viel zu behäbig, viel zu wenig Bewegung dann auch vorne drin. Auch wenn zweite Halbzeit besser war wie erste Halbzeit, keine Frage. Ähm, Wie gesagt, ich hoffe, Lutschow hat sich nicht mehr verletzt. Oft merkt man das ja im Spiel gar nicht so, wenn das Adrenalin kickt, und der Ehrgeiz da ist, unbedingt, den Ausgleich zu machen. War auf jeden Fall ein wildes Foul, ja. Hoffen wir mal, dass da nichts Größeres, zurückbleibt. Gut, zu guter Letzt haben wir dann noch Alphonso Davies gesehen. Ja, wenn ihr ihn gesehen habt wenn wir die Nachspielzeit dabei nehmen, dann waren es ja doch mehr wie 20 Minuten. Also, ich habe ihn ein oder zweimal kurz wahrgenommen, das war alles. Auch da, sage ich euch ganz ehrlich, erwarte ich einfach ein bisschen mehr vom Einwechselspieler, der sich aufdrängen will. Ich denke, obwohl wer weiß, vielleicht ist Fonsi, dann kann man das natürlich wiederum nachvollziehen. Vielleicht ist er Startelf-Kandidat gegen Paris, wenn man sich die letzten Leistungen von Stani angesehen hat. Genau, abonniert nochmal. Dann kann man das vielleicht auch nachvollziehen, dass man da vielleicht über Alphonso Davies nachdenkt. I don't know, er hat die erste Halbzeit gegen Paris auch nicht schlecht gemacht. Und ja, ich weiß, wir reden in diesem Video mehr über Paris wie über Heidenheim, aber ich habe es schon gesagt, Alter, für uns ist es das unwichtigste Spiel in diesem Jahr. Und das wichtigste Spiel bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt, kommt halt am Mittwoch. Ja. Und genauso haben es die Spieler gehandhabt. Denke, was haben wir heute gesehen? Und deswegen muss man den Worten, die ich ja jetzt auch gesagt habe, deswegen auch keine Benotung, muss man gar nicht zu hoch hängen. Wenn alle heute, die sich heute extrem zurückgehalten haben, 120% gegen Paris geben, dann ist das alles fein und dann hat jeder Spieler alles richtig gemacht. Und dann hat auch Vincent Kompany mit den Aufstellungen alles richtig gemacht. Sollte natürlich irgendwie einer angeschlagen aus dem Spiel gehen und deswegen gegen Paris nicht spielen können, ne, oder sonst was, dann kann man natürlich über irgendwas diskutieren, aber ansonsten, man hat nicht verloren, man hat nochmal den Kicker gekriegt, dass man sieht, ey, bis zur letzten Minute alles geben und es kann immer noch ein Tor fallen, ja. Ich meine, das wussten wir vorher, aber den Glauben nochmal bestätigt zu bekommen, ist natürlich nochmal 'n Pluspunkt für diese Mannschaft und zeigt die Moral, die wir aber eh kennen und haben. Und ja, jetzt heißt es gegen Paris, ich denke, da werden wir vom Kopf alle da sein. Das waren wir heute definitiv nicht, das hat man gesehen. Ähm, und körperlich sind wir eigentlich in einer guten Verfassung, bis vielleicht auf 1, 2, 3 Experten, da muss man mal ein bisschen abwarten. Und dann heißt es Daumen drücken, ja. So ist es. Das ist, alles, was man zu dem Spiel sagen kann, Leute. Und weißt du, Grüße gehen raus. Ihr habt immerhin ein unterhaltsames Spiel gesehen mit 6 Toren mal wieder. Ich mache das Fass Abwehr jetzt nicht auf. Wie gesagt, das können wir gerne alles nach dem Paris-Spiel mal aufmachen. Ähm, Jetzt gerade würde ich mir das erstmal schenken wollen und ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Haut rein, bis dann. Tschüssi.